Wir haben diese Weihnachtszeit eine eigentlich schöne Weihnachtszeit gehabt. Wir haben in den Dezembermonat am Glauben so viel Mut gekriegt, uns noch nicht fertig. Wir haben mehrere Zeugnisse gehört, wo uns wirklich begeistert, Jesus nur zu folgen und Jesus zu glauben und wirklich uns Leben Gott Hand zu geben. Das ist ein so interessantes Ding, dort mich immer noch beeindruckt. So, in Matthäus 28, vom Vers 18 wieder, lesen wir dort, Jesus auf ein letztes Gebot für den Himmel fuhr. Und dort sagt es das. Und Jesus sagte an, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erde. Dann gut nur die Völker von der Welt und merkt an zu Lehrlinge und deupt an den Namen von dem Führer, von dem Sehen und von dem Heiligen Jesus. Lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. Und verlut ihnen darauf, ich sie einmal beginnt bei dem Eng von der Welt. So Jesus gab ein letztes Gebot und seine Jünger und dann wird er auch in den Himmel. Und wir fingen Apostelgeschichte Kapitel 5, da haben Petrus und Johannes gepredigt im Tempel und dann schlafen die für den Hohen Rot und die kriegen die verdammt und dann treffen die sollen still sein und dann hast du Gamaliel, ein Ola Lehrer und dann sagt der Jungs, wir aufpassen, was wir tun. Wir können sagen, dass wir gegen Gott schaffen. Und dann hast du das kleine Satz in der Apostelgeschichte 5, wo der Gamaliel sagt, wenn das von Gott ist, dann können wir tun, was immer wir wollen, dass wir bestehen bleiben. Wenn das nicht von Gott ist, dann wird es für selbst verschwinden. Also, 2000 Jahre Luther, sind wir von dir hier. Und du hast von Gott, wenn du es bestehen geblieben. Das Gebot, was Jesus uns gegeben hat, das ist nicht gestorben. Und wir wollen von dir mit Frieden noch mal Zeugnissen hier und Taufas hier, wenn wir glauben an Jesus und wir wollen Jesus gehorsam sein. Ich lade ihn an, mit mir abzustehen, weil wir beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für diesen so schönen Sommer. Dankeschön, dass wir an die glauben können. Dankeschön, dass du uns ewig Leben gibst. Und Dankeschön für die Gelegenheit, die wir von dir haben, diese Jugendliche tot zu horchen und mitzuleben, wo du ihn geraten hast. Möchten sie können gelitten sein, friedlich sein, ruhig und klar denken, und dass die Botschaft, die sie uns bringen, muss klar zu verstehen sein. Möcht dein Evangelium, deine gute Botschaft, von der gepredigt wird, und möchten wir uns mit einem Tod freuen für das ewige Leben, das du uns schenkst. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen. So gut, jeder in die Dul sagen. Hosanna, kurz vor Knopfung. Good morning, everybody. My name is Hosanna Dyke, and I would like to share my testimony with you. Growing up, I always knew about Jesus and how he had died on the cross for me, but I didn't understand how to become a Christian. When I was 12, we had a small group Bible study. We were going through Romans at the time. That night we were in chapter 8, and verse 31 really stood out to me. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who could be against us? It stuck in my head. I thought about it over and over again. Every time I got scared, I repeated it in my head. And then the Holy Ghost started making me think of that verse in a different way. If God be against me, who could be for me? That really scared me, and I started thinking, if I died today, would I go to heaven or hell? That night, I knew you had to believe on Jesus to be saved, but I was so confused. One night I would pray, the next night I would doubt I believed enough, or I cried hard enough, and it went on like that for a while. Until finally I went to my parents' room, and I asked my dad, how can I know that I am saved? And my dad asked me if I believed that Jesus was good enough sacrifice to pay for all my sin, yesterday, today, and tomorrow. I said yes. Then he said, so what are you doubting in? And I just knew I was saved. Without a shadow of doubt, I was saved, I am saved, I will be saved, and for all of eternity I am saved. My sin had been buried with Jesus, and it would stay there. It's very easy to forget how simple it is. It's just like if someone were to give you a gift, and all you have to do is accept it. It's just take the gift that he is giving you, but sometimes you try to earn it, and that will never work. Thank you.
Good morning, everybody. My name is Eva Hebert, and I'm going to share my testimony. I grew up in a Christian home, and I went to Bible study since I was 6. And when I was 11 years old, my family moved to Canada. This was during COVID, when everybody was saying that the rapture was going to happen. And that scared me a lot because I knew that I wasn't saved. So I talked to my mom about it, and we looked up a lot of Bible verses. And she told me that all I had to do was trust that Jesus' sacrifice on the cross was enough for me. And when she explained that to me, it made sense, and I believed it. But I never read my Bible or prayed, so I slowly started to doubt what had happened to me. And I couldn't sleep at night anymore, and I was terrified that I was going to be left behind when the rapture happened. But I got my mind busy so that I couldn't think about those things. Then we moved back here to Mexico, and I couldn't keep my mind busy anymore. So I talked to my mom, and she told me that being saved was not about feelings. It was about believing that Jesus' work on the cross was enough for me that I could go to heaven too. And that is when it clicked to me, and I knew that I was saved, and that if the rapture would happen right now, or I would die right now, that I would go to heaven. Now I understand that me being saved is not what I do, but what Jesus did on the cross for me, and that reading the Bible helps me have a closer relationship with God. And here are some verses that stand out to me and helped me when I was searching. Matthew 7:7, Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Deuteronomy 4:29, But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and all thy soul. Romans 15:13, Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Thank you. Hallo alla, mijn naam is Greta Jinta en ik wil ook mijn zeugnis van jou mitteilen. En ik wil proberen in Duits klaar vertalen. Ik wist dat van aan, wanneer ik 12 jaar oud was. Ik wist wer Gott war, aber ich wusste nicht, dass er für mich gestorben hat. Und danach hatte ich sehr Angst. Ich wusste, dass wenn ich sterben würde, ich nicht in den Himmel. Und ich dachte, dann kann ich von das vergessen, aber dann, wenn es dies wird, dann hatte ich wieder Angst. En we deden today tijd nu een bibelstund van jeder week. En ik probeerde te horen wo die vertalen, aber ik kon het niet zo fijn verstaan. Die deden Engels vertalen, aber die deden grote woordbrokken en ik kon het niet zo fijn verstaan. En eine Nacht dan vertelde hij van de radung en ik hoor zei. En wanneer we thuis waren, dan lig ik in mijn bed en dan kan ik dat verstaan, dat ik weer ook een zinder en Jezus moet ook voor mij sterven. En ik nam dat aan, ik kan dat niet verstaan, dat ik wil part zijn van den Himmelrijk en ik wil ook zo leven als Jezus wil gaan. Mir ging dat zo schijn dat ik nu wist dat ik in Himmel kan nemen, aber ik vang aan te twijfelen, is dat werkelijk zo leicht weer. Wegen, ik had werkelijk niets gedaan. Ik had bloos gebed en ik wist niet, is dat zo leicht weer. En ik wil dan naar Himmel beden en bloos zum merken dat ik actually in Himmel nemen kan. Aber ik dacht zo, wanneer ik naar Himmel beden deed, dan würde het zo zijn dat ik had het op iemand niet geglaubt, dat wir niet op iemand. En zo, ik leid me niet naar Himmel beden. En ik deed allemaal waar zo, ik wil naar Himmel beden, aber dan leid ik me dat niet, wegen dan wird het Himmel, dan had ik dat Himmel geglaubt. En ik deed voor een lange tijd zo. En aan een nacht ging ik van mijn bed uit en ik vertelde met mijn mama hoe mir dat ging. En die zei me dat ik moest het bloos geloven, wegen du weet niet wat ik kon doen om in Himmel nemen. Ik moest bloos geloven dat Jezus kan me in Himmel nemen. En dan kon ik dat geloven. Dat is bloos zo leicht. En ik wil een vers lezen, dat is Hebräer kapitel 11, vers 6. Dat zegt, aber ohne Glauben ist es allmählich Gott zu gefallen. Wer nu Gott kommen will, moet glauben, dat hij is en dat hij die belohnt, die am ernstlich zieken. So, dat wir bloos so leicht, ik moest het bloos glauben. En ik wil me van die hoffen en dat ik kon een zeugnis zijn voor de mensen dran mij. Dankzij. Marius Sola.
Ik wil je mijn zeugnis vertellen. Mijn naam is Hans Giesbrecht. Mijn ouders zijn Peter Giesbrecht van Rozenhof. En ik ben wat hier in Rozenhof abgewassen. Ik ben toen naar de school gegaan. Ik ging plus naar de dorpsschool, maar ik ging naar de school. En wanneer ik dan in straat was, 12 jaar, dan wil ik ook op een goosnap komen, dus de grote jongens zullen rijden. En dat lijkt mijn ouderen aber niet. Dan hebben we dat best eenmaal oft gezegd, en dat nee, dat wist ik dat weer niet. So. Ik kan niet op een goosnap komen. En met 3 in mijn kindertijd waar ik abgewassen ben, ik ben ganz bekannt met de Bibel van klein aan. Ik ben dankbaar voor de ouderen wat ik heb. Mijn mama heeft me van klein aan biblische geschichten verteld. Van het eerste wat ik denken kon, is van mijn mama me de biblische geschichten verteld. Je had nog een kleine radio aan het huis, je weet niet wat zonde is, wo de biblische geschichten abgesnackt zijn en dan kon einer de Haarchen immer waren. So ik ben ganz bekannt met de Bibel. En hier wil ik in een vers verlesen. Epheser 2, Vers 8. Die sind durch Gott seine genug gerat, will sie glauben, dort ist nicht durch ihre Weih, dort ist ein Geschenk von Gott. So dort hol sie krieglich, wo schlag ich gewas wäre, wo fein ich gewas wäre. Ich wie verloren, ich wie geboren aus den Menschen, ich wie verloren. Als ich mit Grada war, dann an meine Jugendheit, dann kam da immer eine Frau an mich. Wenn ich von der an gestorben war, wo war ich sein? Wenn ich wusste, dass ich war gestorben, ich bin Menschen, ich war gestorben. Dort hat meine Mama mir gelehrt von klein an. Und ich wusste, dass ich nicht recht, um Jesus zu begegnen. Ich würde nicht in den Himmel nennen. Und so kam die Frau immer weiter. Ich probierte von verjähren, aber die kam immer weiter. Und was ich mir bis ganz handgreif, Gott meine Sinn bekannt. Und ich krieg Radung, Gott gibt mir Frieden an mein Hart. Und ich will mich hier von der Anthofen lassen, dass mir wies du fährst. Ich glaube dort. Jesus ist ein Kreuz für mich gestorben, den seine Sinn haben meine. Den sein Blut hat meine Sinn aufgewaschen. Nach einem Paar zum Schluss, so hast du dort mit den Glauben. Du hast Jakobus 2, Vers 17. So hast du dort mit den Glauben. Wenn du nicht warten hast, dann ist der Tod. So, ich glaube unbedingt, das ist wichtig, dass wie du wegen warten hast, dass das mit dir ist das anders, als wir dort, was wir schlechter warten haben, oder gute warten, wir werden verloren. Und nun ist es aber wichtig, dass wir mit dem Warten bewiesen, dass Jesus auch uns gerat. Dankeschön. Marius. Mijn naam is Adrian Auer en ik wil jullie van jou mijn zeugnis maken. Ik wil me van jou laten hoffen, wenn ik geloof dat Jezus aan Kreuz gestorben is voor mijn Sünden. Ik ben in eine christliche Familie aufgewachsen und ich bin auch nun eine christliche Schule gegangen. Ich habe von noch klein an einmal Geschichten gehört aus der Bibel. Ich wusste dort von noch klein, dort, wenn ich dort nicht erkannt, dass ich ein Sünder bin, da würde ich verloren gehen. Und aber mir möchte dort nicht sagen, dass man von harten Glauben dort Jesus und Kreuz gestorben wird für meine Sünden. Dat ik geraad zijn met de bus van harten glauben. Aber met de tijd, wens ik geraad werd, moet ik dat zijn, nun meer uit de Bibel leren. Ik dacht unbedingt, dat ik kan geraad zijn, dat wil ik maar een fijne mens brauchen te zijn, en fijne werken gaan. Aber nu wil ik gerade zijn, kan ik dat verstaan. Ik zei dat Gott seine Gnade geraad, niet durch meine Worte. Ein wertvoller Vers, wat mij heeft so viel geholpen, dat te verstaan, als Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit dem Müll Jesus aus Herrn bekannt und glaubst, dass Gott Arm von Tod abgewirkt hat, wirst du selig. Wer von harten glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Müll bekannt, wird selig. Dankeschön für Horchen. Dankeschön, falls ich Geschäft hören und gesagt habe, nicht? Dort freut mich für Jünd, ich freue mich vom Horten. Vor allem,
sind kommen toehorchen. Wir kommen von ganzen Strieb, man sagen, Geschichte. Von wo in 15. Jahrhundert sich Deutschen Leuten bedient, bereit sind zum Sterben dafür. Und dann geht unsere Geschichte, so wie dort all auf dem Teil Städten lasterlich ist und taufas sorglich altig genommen wird. Ich finde, dass wir eine große Abgabe in der Bibel zu sehen, was da wir, wenn wir taufas haben. Ich will mal uns von dir ein klein bisschen durch im Neuen Testament ein paar Begebenheiten bechecken und wo so wie aus Church hier im Portes von dir glauben, dass diese 5 Jugendliche fehlt zu deuten. So, das erste hat ich gelesen, in Matthäus 28 habe ich ein Gebot. Jesus schickt deuten. Du hast keine Frau an, aus der Glauben an Jesus mit der Taufe zu tun hat oder nicht. Wenn Jesus selbst das Gebot merkt, jünger und deutet. Dann fingen wir das Symbol, also wo so Taufe. Taufe hat so viel mit zu tun mit einem Bild aufgeben. Und das Bild ist so wichtig. In Römer Kapitel 6, Vers 3 und 4 fingen wir, dass wenn wir gedeutet sind, dann sind wir an Jesus sein Tod angedeutet. Und wir sind dann begruft an Jesus sein Tod und wir wollen dann auch mit Jesus Tod abstehen. Und das ist eine Botschaft durchhängen, die uns denken haben soll, dass Jesus ist gestorben und er ist abgestanden und das ist das Verlangen, was wir haben. Wir verlassen uns auf Jesus sein Tod und seine Auferstehung für uns eine Radung. Dann in Galater Kapitel 3, Vers 27 haben wir das Zeugnis verbildet. Uns fehlt zu deuten, nicht bloß, wen Jesus uns geschickt hat, aber wenn Jesus uns geschickt hat, ein Zeugnis aufzugeben. In 5 habe ich hier von den großen Klumpen Menschen. Man hat uns auf einmal gefragt, was mit Hans oder was mit Adrian passiert. Dann habe ich erst von diesen Menschen fragen und dann werden die dann sagen, weißt du, da haben sich auf Jesus ihnen genug verloren. Und die sind getauft. Und das ist wichtig, dass wir Zeugnis geben von unserem Glauben. Die Taufe ist aber auch ein sehr schmackes Bild von Buße. In Apostelgeschichte 12, Vers 38 lesen wir dort, wenn wir Buße getan haben, dann sind wir bereit zum Taufen. Da meint sie viel dort allemal, wird getauft ist im Glauben, der hat dann erstens angegeben, dort eine Radung fehlt. Und du würdest vielleicht gerne sagen, du bist nicht ein Christ, wenn du getauft bist. Wenn du ein Christ bist, bist du getauft. Da würde ich sagen, mehr und das weich zu sagen. Die Taufe merkt nicht Christen, aber Christen sind getauft. Dann habe ich vielleicht die Frau. Gracias. Dann habe ich die Frau Bidon, wer wir alle getauft im Neuen Testament, oder in des Beispiels, ne, wo wir nicht alle übergehen, wir dort haben noch mal gut zu tun, aber wir fingen Apostelgeschichte 10 Tauffasten. Und dort kann ich diesmal wahrlich nur sein, das ist eine interessante Geschichte durchhängen, aber jedes Mal, wo wir in Tauffast fingen, Apostelgeschichte, fingen wir dort, wo wir erst wer, der dort Buße und der glaubt an Jesus. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Dann habe ich aber in Wo deuten, und wir waren hier so einfach bloß 2 Versen lesen, Matthäus 3, Vers 16, du sagst uns dort willst Jesus gedeutet wird, dann kommt die Mutter Rüt, also dort bedeutet dort Jesus wird eingedeutet. Und in Kolosser 2, Vers 12, sagt dort, begruft am Doop, also da meint auch eingedeutet. Und das ist, wo wir uns das mehr merken, wenn wir wollen, dass das Bild, was Taufe durchstellt, soll unbedingt durchgestellt werden. Dann in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9, da werden wir aber dort lesen, was du so jetzt sagst. Wir sind durch nur gerat, durch den Glauben. Das ist nicht von Jünd, das ist ein Geschenk von Gott. So dass keiner sagt, du machst kein Grautum. Wir wollen von der Taufsphäre nicht, wenn wir Radung wollen aus ihm geben.
Der Radung gibt bloß Gott. Der Radung ist ein Gnadensgeschenk. Der Radung lud wir uns schenken, wenn wir an Jesus seine Gnade festhalten. Das Bild von Taufe ist ein Bild. Und das werden wir nicht verwechseln mit Radung. Dann ist Taufe aber ein Ding von Gehorsam. Also Johannes 14, 15 sagt Jesus selbst, wenn ihr mich gut seid, dann wollt ihr meine Geboten holen. Und das Gebot haben wir uns gut gelesen. Jesus schickt Jünger mehr, und diese Jünger, die wurden gedeupt. Dann zum Schluss, oder zu der Tauffutung, in Römer Kapitel 12, Vers 1, lesen wir, nu, liebe Brüder, weil wir uns durch Gott seine Gnade, unseren Körper, aus dem Leben jetzt Opfer durchstellen, heilig, für Gott angenehm, möchte dort uns Leben ja Gottesdienst sein. Wir dienen Gott, und wir wollen dort uns ganzes Leben tun. Am Taufas haben wir Port davon. Wenn ich denke an Taufas von dir, das erste, was mich zumeist befällt, wow, das ist nicht so kalt. Und das zweite Ding, was mir befällt, ich hatte in 2009 so gerade fertig mit was Predigt von Sibirien zu spazieren. Wir haben eine Spazier über Taufen. Und wenn ihr nicht weiß, wo Sibirien ist, das ist ganz Norden Russland. Das ist von da, wo wir herkommen. In dieser Mann, da wir saß Predigt, was von Sibirien in Paraguay wird, und wir hatten eine interessante Spazier, und das ging am Taufas. Und dann wir dort, die Männer, wir eine ganz dolce bleiben, die dort saßen, dort Taufas, wir ungedrückt, war nicht dann nicht. Und dann wir dort, mein Kompagnon, dann fragte, was ihr dort, wenn dort alles angefroren ist. Und dann sagte der Mann, wir packen mit so was aus dem Graf am Eis auf den Leck. Dan moet unbedingt Feuer zu diep zijn en dan moet zo groot zijn dat de prediger nog een mens ruim handen ben. Dan willen we dat smaak uitpakken, de stoop doen aanpakken. En dan willen we een gottesdienst hebben en wanneer we bereit zijn zum taufen, dan willen we een ark, een loch nemen boord met een water en dan wordt het vol scheel. En dan willen we tussen jedes Mal, wat we hem duipen, dat is erop schapen, zodat dat niet taufer is tussen een en den anderen. Dan wird die Frau, als noch einmal erst wieder durchgefroren oder gestorben davon. Und dann sagt der Mann, gehorsam sein, als einmal weg ausgestorben. Ich finde, dort Taufas soll unbedingt nicht in der Mode sein. Deuten soll nicht ein Ding sein, wo wir dann zum Cool sein. Wir glauben an Jesus und dann gehen wir uns deuten. Krijgen dat Wort. Wenn wir zijn gehorsam. Wenn wir uns glauben an Jesus echt ist, dann wird Taufas passieren. Dann wird ein Zeugnis aufgeben mit Frieden. Kein Mensch, der an Jesus glaubt, soll sich tragen, um den Menschen zu sagen, ich glaube an Jesus. Kein Mensch, der an Jesus glaubt, soll sich tragen, um sich taufen zu lassen. Das ist ein Gebot. Und da werden wir unbedingt nur folgen. Wir werden beten. Vater im Himmel, Dankeschön für Radung. Dankeschön, dass wir von dir miterleben können, dass Hosanna, Eufje, Hireita, Adrian und Hans, die gefangen haben, Friede gefangen haben und sie kann luten von dir euer Leben schenken. Wir beten, dass wir dir uns immer weiter Weisheit schenken, den Wort zu verstehen, den Wort gehorsam zu sein, den Wort te leven. Mocht u van deel met ons zijn en ons helpen dat allemaal beter te verstaan. Dat bid we in Jezus naam. Amen. Goed, we gaan even naar de taufe. So, Hosanna, kom on op. Hosanna, thank you very much for your testimony. Upon the confession of your faith, in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, in the name of Jesus Christ, I baptize you.
Eifje, ob der Bekenntnis, dat die van zin weggedreht hast, die einzig und allein, ob Jesus seine Genot für ihr Leben verlässt, bleibt wie die, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Reita, pásale. Reita, ab der Bekenntnis wird uns groß aufgegeben hast, dass die von Sinnen wegdrehst und die einzig und allein, ab Jesus seine Genot verlässt, um euer Leben erlangen, bleibt wie die, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Hans, pásale. Ab die Bekenntnis, dort die eine Sinnleid sind, dort die von Sinn wegdrehst und einzig und allein, ab Jesus seine Genot verlässt, zum ewigen Leben erlangen, bleibt wie die, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Adrian, pásale. Ab die Bekenntnis, dort du von Sinnen weggedreht bist, die einzig und allein ab Jesus seine Genot verlässt, zum ewigen Leben erlangen, bleibt wie die, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Sehr gut. Wann wir von jemand von dir als amaglich geworden, dann frag mich du to. Ich wünsche von heute, dass ihr könnt das nachher nicht schlucken, was ihr im Frieden gefangen habt. Wenn das so passt, was ich wünschen kann. Seht genug, solange was ihr fängt. Jesus, was ich fing. Und die Jünd und uns Eberje, wo im Glauben sind, weil ich uns ein Rezept von der mitgeben, wo die Bibel uns hilft, beständig bleiben. So, im Glauben leben ist eine ganze Aventur, wo du sind 4 Dinge, die nicht ausbleiben können. Wir fingen in Apostelgeschichte Kapitel 2, das so eine große Taufe, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und dann das nächste, was wir wollten, ist, dort sagt du im Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo diese neue Christen, oder wir sagen Christen deuten. Dort sagt du so, dort erste, sie bleiben beständig in der Apostel ihre Lehre.
So der eerste ding für jullie 5 en dan nog voor ons eeuwige christen is, dat kan niet uitblijven dat we ons met het Nieuwe Testament en met de ganze Bibel beschaffen. Wenn wir wollen glauben, gesund bleiben, der erste ding wat hier in deze les verkommt is, du beter mee die Bibel te kennen. Ik wil jullie behalten, mag je vrede vinden en de apostel leer. Ik weet dat je weet nog niet alles en ik ook niet. So we kunnen ons ook treffen, om de Bibel te leren en door daar wossen. Dat tweede sagt dat door in Gemeinschaft. So, Gemeinschaft ist nur ein breites Wort, Kommunion sei wie dort auf Spanisch. Aber das ist hier ganz klar, dass das Gemeinschaft sei nicht bloß ramdriven, das wir dort plötzlich nennen. Diese Gemeinschaft hier meint unja Menschen, die mit die Taub im Glauben stehen. Also, dann haben wir eine Pflicht, uns zu beschaffen, mit Menschen taub zu sein, die im Glauben mit uns übereinstimmen. Und das ist so ein wichtiges Pack. Und das geht gerastlich schön. Ich glaube, lauter Zeit fange ich an zu reden an das, und mir das jedes Mal besser, wenn wir mit Freunden taub sind, und die beziehen sich so viel wie sind in der Kirche. Ich glaube, das ist ein guter Mutstock, zum sagen, ich habe Gemeinschaft gehabt. Sieht mit Menschen taub, die jüngst im Glauben abbühen. Mein drittes, beim Brotbrechen. Abendmahl feiern ist wichtig. Und für jeder Christ ist das ein Gebot. Wir müssen unbedingt regelmäßig uns mit dem Abendmahl beschaffen, uns ein Denken halten für Jesus sein großes Opfer, was uns raten wird. Wir können nicht ausbleiben von Abendmahl feiern, wenn das die Botschaft von uns glauben. Dann haben wir das Nummer 4, das letzte, was hier im 42 abgeschrieben ist, und das sagt am Gebet. Ein Gebetsleben ist Grundlehre für ein Christenleben. Ich finde, dass wir sind so glücklich mit uns Gebetsleben und wir sollen das ernst nehmen. So für uns Christen 4 Dinge wichtig zu holen, zum Glauben wossen und bestehen bleiben. Erstens, beständig an der Apostel Lehre zu sein. Dort wo wir aber sagen uns, kämmer die du an die Bibel immer besser zu kennen. Zweitens, Gemeinschaft haben mit anderen Christen, mehr die mit Menschen taub zu sein, die im Glauben abbühen und nicht durchbringen. Drittens, wenn du Gelegenheit hast, Abendmahl zu haben, dann hab Abendmahl mit Christen taub. Wenn du nicht Gelegenheit hast, dann merk dich. Abendmahl feiern ist wichtig. 4. Bleibt am Gebet. Das ist so ein interessantes Ding, dort wie du so leicht von aufkommst. Weil wir bewusst beten. Weil wir bewusst sind, einmal wieder mit Gott zu reden, wenn durch Jesus habe ich Freiheit, nur Gott zu kommen. Mag Gott uns durch uns Christenleben bewahren. Und das sind 4 Dinge. Und mag wie du dadurch im Glauben beständig bleiben und ansteckend sein für Menschen um uns.